Anfangs der 90er Jahre hat es einen Werbespot gegeben für Leitprodukte von der Marke «Du darfst», der einen Slogan hat, der so gut zu unserer Predigtserie über Identität passt, dass man fast nicht drum herumkommt. Leider gibt es ihn online nur noch in sehr schlechter Auflösung und darum wollte ich euch kurz die Handlung beschreiben, was man dort drin sieht. Man sieht eine Frau mit einer Modelfigur, wie sie so an einem modernen Gebäude mit einer Glasfassade entlang schlendert und dazwischen immer mal wieder sich auch betrachtet, ihre tolle Figur in dieser Glasfront. Und dazu hört man eine eingängige Melodie mit dem Text «Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst». Und ich habe euch die Melodie wenigstens mitgebracht. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Ich vermute, dass so die über 40 sich zumindest jetzt, wenn sie das gehört haben, noch sehr gut an die Werbung erinnern. Die geht einem fast nicht aus dem Ohr. Und eigentlich so von heute aus gesehen ist die Werbung schon fast ironisch, oder? Weil die Frau, oder die Aussage ist, ja, die Frau will so bleiben, wie sie ist. Und gleichzeitig ist sie voll orientiert am gängigen Schönheitsideal und will dem entsprechen. Aber gut, die Werbeagentur hat ja auch nicht eine Aussage machen zum Thema Identität, sondern sie wollte die Leitprodukte an die Frau bringen. In unserer Predigtserie «Wer ich nicht bin» machen wir uns Gedanken zum Thema Identität. Etwas, wo heute in ist, aber zu allen Zeiten haben sich die Menschen mehr oder weniger bewusst Gedanken gemacht und sich mit der Frage auseinandergesetzt, wer bin ich? Was macht mich denn eigentlich aus? In den Teil 1 und 2 ist es darum gegangen, dass ich nicht bin, was ich leiste und dass ich auch nicht bin, was die anderen von mir denken. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr sie sehr gerne online auch noch nachhören oder schauen. Für den dritten Teil von heute möchte ich eben anknüpfen bei diesem Werbeslogan «Ich will so bleiben, wie ich bin» und dazu die Frage stellen, okay, aber muss ich denn so bleiben, wie ich bin? Und dabei geht es mir jetzt nicht ums Äußere, was durchaus nett ist, wenn man nicht jedes Jahr so einen Jahresring zulegt. Aber ja, wie ist es mit der Identität? So wie ich halt eben bin, ist die fix, ist die unveränderlich? Bin ich halt eben einfach so, wie ich bin? Die Frage ist wichtig, denn wie dass ich mich selber sehe und was ich von mir selber denke, das ist entscheidend dafür, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt. Wenn ich überzeugt bin, dass ich halt einfach so bin, wie ich bin, dann stand ich mir ein Stück weit selber im Weg, um mich weiterzuentwickeln. Und interessanterweise findet man auf einer offiziellen Webseite vom Bund eine Definition von Identität oder eine Aussage zu diesem Thema, die ich euch vorlesen möchte. Obwohl der Begriff Identität in unserer Alltagssprache einen festen Platz hat, bleibt er diffus und unbestimmt. Tatsächlich haben sich verschiedene Sozialwissenschaften bemüht, zu beschreiben, was der Identitätsbegriff beinhaltet. Und jetzt wird es interessant. Es besteht ein Grundkonsens, dass Identität nicht naturgegeben ist, sondern einem fortlaufenden Prozess unterliegt und dabei bewusst oder unbewusst geformt und beeinflusst wird. Man wird erst, wer man ist. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen und die eigene Identität ist stets vorläufig und fragil. Das ist formuliert worden im Zusammenhang mit Migration. Ich finde die Formulierung sehr interessant, weil es mir denkt, sie legt den Fokus auf einen Aspekt, wo sonst bei Identität weniger im Zentrum steht. Nämlich, dass die Identität sich entwickelt, dass es ein Prozess ist, der nie abgeschlossen ist. Wir werden von unserem Umfeld beeinflusst und mitgeprägt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und die Bibel geht da noch einen Schritt weiter. Wir werden nicht nur passiv von unserem Umfeld beeinflusst, im Sinne von, mein Umfeld hat mich zu dem gemacht, wo ich bin, und jetzt bin ich halt so, wie ich bin. Sondern die Bibel ermutigt und ermahnt uns immer wieder dazu, dass wir aktiv unser Leben ausrichten sollen an Jesus und uns von ihm auch verändern lassen. Zum Beispiel heisst es im Epheserbrief im Kapitel 5,
Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sind also aufgerufen, in der Verbindung mit Gott zu leben. Und die Verbindung, die wir mit Gott haben, die soll auch gegen aussen sichtbar sein, in unserem Leben sichtbar sein. Und das bedeutet Veränderung. Wir sollen uns von Gott verändern lassen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder selber dafür entscheiden. Einfach zu sagen, ich bin halt einfach so, lass mich in Ruhe. Das gilt nicht. Ich treffe andauernd Entscheidungen, wie sich mein Leben und wie ich mich selber entwickeln soll. Das können auch ganz, ganz kleine, alltägliche Entscheidungen sein, aber in der Summe haben die gleich Einfluss darauf, ja, wie ich mich entwickle. Und bei diesen Entscheidungen ist die Frage halt einfach, spielt die Aufforderung, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen, spielt die für mich eine Rolle? Habe ich die im Hinterkopf? Eine Zeit lang waren ja wegen dem die WWJT-Bändchen so in gewesen, weil sie einem vor Augen halten, hey, ja, frag dich bei deinen Entscheidungen, bei dem, was du machst, was wird Jesus tun? Der Aufruf, dass wir Jesus und sein Licht in unserem Umfeld widerspiegeln, das ist unsere Berufung. Das ist so, wie Gott uns sieht, so, wie er uns geschaffen hat. Und darum ist es ein wichtiger Teil von unserer Identität, wenn wir das wollen. Und zu dem Thema, Jesus ähnlicher zu werden und ihn zu repräsentieren, gibt es eine faszinierende Bibelstelle im 2. Korintherbrief. Die habe ich zuerst mitgebracht in der Übersetzung von der Neuen Genfer Übersetzung. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und jetzt habe ich den gleichen Vers, noch in der Luther-Übersetzung, dort ist er viel kürzer. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Mir hat der Vers in der Vorbereitung total begeistert. In beiden Übersetzungen. Oder ich finde es in beiden hilfreich, um irgendwie dahinter zu kommen, was eigentlich gemeint ist. Weil eigentlich ist es auf Griechisch ein Satz, aber der ist so dicht, unglaublich. Es heisst darin, dass wir Gottes Herrlichkeit anschauen. Und in dem, dass wir die Herrlichkeit von Gott anschauen, widerspiegeln wir sie gleichzeitig. Das ist ja eigentlich noch logisch. Weil so ist es zum Beispiel auch mit der Sonne. Wenn ich in die Sonne schaue, dann scheint mein Gesicht zu leuchten. Es ist sicher heller als im Schatten. Oder wir kennen das vom Mond, wo ja nicht selber leuchtet, sondern das Sonnenlicht einfach widerspiegelt. Wir widerspiegeln so also Gottes Herrlichkeit. Wir alle, Gottes weltweite Gemeinde, sind so zusammen so wie ein Spiegel für Gottes Herrlichkeit, sodass sie sichtbar wird. Für uns gegenseitig, um Gott besser erkennen, aber auch für die Welt rundherum. Und dann kommt aber noch eine zusätzliche Aussage dazu. Und das heisst, in dem, dass wir Gott so anschauen und seine Herrlichkeit widerspiegeln, werden wir ihm immer ähnlicher. Wir werden immer mehr verwandelt in Gottes Ebenbild. Und dort hört jetzt irgendwie das Bild vom Spiegel auf. Weil ein Spiegel, der bleibt ein Spiegel. Der wird nie zu dem, was er widerspiegelt. Er verändert sich nicht. Von uns heisst es so aber, dass wir verwandelt werden oder umgestaltet. Es ist eine wundersame Verwandlung.
Wenn wir Gott anschauen, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Und so werden wir füreinander zum Spiegel, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das heisst aber gleichzeitig auch, dass die Verwandlung nicht einfach ein Selbstzweck ist. Es ist nicht einfach eine Sache zwischen mir und Gott, weil es so wunderbar ist und so toll. Sondern wenn ich Gott anschaue und immer mehr zu seinem Bild verwandelt wird, dann passiert das, damit ich zusammen mit allen anderen Christen Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Damit Gott in dieser Welt sichtbar wird. Ich weiss nicht, wie es euch geht bei dieser Aussage. Aber als ich mich so damit beschäftigt habe, habe ich gefunden, hey, das ist irgendwie voll krass. An uns, als Nachfolger von Jesus, kann die Welt nicht nur erkennen, dass es Gott gibt, dass Jesus der Herr ist, sondern an uns wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Das ist eigentlich voll crazy. Wir widerspiegeln Gottes Herrlichkeit in dieser Welt. Und irgendwie ist mir da versucht zu fragen, hey Paulus, der ja das aufgeschrieben hat, bist du sicher, dass du das nicht irgendwie falsch verstanden hast? Hast du dich da nicht verhört? Hat der Heilige Geist dir das wirklich so eingegeben? Allerdings, wenn man dann so auf die ganze Bibel schaut, dann findet man ja schon bei der Schöpfung, dass Gott uns als Menschen nach seinem Bild oder zu seinem Bild geschaffen hat. Gottes Ziel ist schon dort die Ebenbildlichkeit gewesen. Und die ist einfach durchkreuzt worden durch die Sünde. Wenn es jetzt also heisst, dass wir umgestaltet werden in Gottes Bild, dann wird eigentlich wieder bei der Schöpfung angeknüpft, bei dem, wie es Gott eigentlich ja gedacht hat mit uns als Menschen. Und im Übrigen heisst es ja auch nicht, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, weil wir so toll sind, sondern weil der Heilige Geist das in uns bewirkt und uns verändert. Kannst du das so glauben, dass der Heilige Geist dich so umgestaltet? Kannst du das glauben von dir, von uns als Christen? Mich fordert es irgendwie raus, weil ich merke, es übersteigt eigentlich meinen Verstand. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber es ist so, wie Gott uns sieht. Und darum ist es wichtig. Gott hat uns als Ebenbild geschaffen und wir sind dazu berufen, uns von ihm prägen zu lassen und ihn so in dieser Welt zu repräsentieren. Identität hat mega viel auch mit unserer Berufung zu tun, für was Gott uns gemacht hat. Ein bisschen anderer Aspekt von unserer Berufung als Christen in dieser Welt nennt auch der Apostel Johannes. Er zitiert hier Jesus, der zu seinen Jüngern gesagt hat: Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich glaube, dass hier im ersten Teil Jesus bewusst also wie eine Grundlage für die Berufung, für den Auftrag nennt, wo er beschreibt, wie das Verhältnis zwischen ihm und den Jüngern und damit auch uns ist. Und er betont, hey, ich habe euch Freunde genannt, nicht Knechte. Nicht Knechte, die nicht frei sind, die nicht weiss, was sie Herr tut, die nicht eingeweiht ist in seine Pläne, sondern ein Knecht, der einfach kochen und arbeiten und gut ist. Sondern Jesus nennt uns Freunde, auf Griechisch Philoi. Und das heisst auch Geliebte, Bevorzugte. Also nicht einfach nur so Kumpels, sondern wirklich etwas Besonderes. Und auch da ist es mir in der Vorbereitung irgendwie wieder so ein bisschen gegangen, dass ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich verrückt. Die Aussage ist mir so vertraut. Ja, es ist irgendwie so selbstverständlich. Dabei ist ja das auch voll crazy. Jesus nennt uns Freunde und zieht uns über den Plan von Gott ins Vertrauen. Also wenn das nicht wichtig ist für unsere Identität, dann weiss ich eigentlich auch nicht mehr. Aber es ist etwas, was vielleicht
einfach selbstverständlich geworden ist, wenn man es ein paar Mal gehört hat. Und wichtig ist auch hier wieder den Zusammenhang zu sehen, weil es geht nicht darum, dass Jesus uns Freunde nennt, mich Freund, Freundin nennt, damit ich mich besser fühle, damit mein Ego ein bisschen aufpoliert wird, weil ich kann sagen, ja, Jesus ist im Fall mein Freund. Sondern eben, es ist die Grundlage für den nächsten Satz, wo Jesus sagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, das oder damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Wir sind berufen und befähigt, Jesus, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Und da möchte ich noch einen weiteren Aspekt oder ein anderes Bild für unsere Berufung anfügen. Und das finden wir im Bibeltext, wo für uns als GVC die Grundlage ist für unser Visionsbild. Als GVC-Kirche wollen wir Salz und Licht sein für die Welt und in dieser Welt, weil das die Berufung von Jesus selber ist, die er uns gesagt hat. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Der Dani Weber hat kürzlich, ich meinte in der Church Night, ein paar Gedanken dazu weitergegeben. Was es eben heisst, wenn wir berufen sind, Salz und Licht zu sein. Und über das Bild von Salz und Licht, wo so klar ist. Weil Salz ist salzig. Es kann gar nicht anders. Salz kann nicht salzig sein. Und das Gleiche ist beim Licht. Licht ist hell, Licht leuchtet. Es kann nicht leuchten. Man kann das Licht irgendwie unter einen Topf stellen, dass man es nicht sieht. Aber das Licht leuchtet gleich. Und so ist es auch mit unserer Berufung. Es ist nicht etwas, wo wir uns verdienen müssen oder wo wir zuerst genug gut sein oder ein gewisses Level als Christ erreichen oder eine gewisse Anzahl von Jahren Christ sein, sondern Jesus sagt, wir sind Salz und Licht. Es ist Gottes Geist, der das in uns bewirkt und uns verändert. Und das tut mir mega wichtig, weil das ist auch total entlastend, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss doch irgendwie dem entsprechen, aus eigener Kraft. Weil aus eigener Kraft kann ich es nicht, schaffe ich es nicht. Gleichzeitig bedeutet es aber auch nicht, dass wir einfach passiv bleiben und sagen so, ja, okay, jetzt Gott, mach mal. Denn wenn wir wieder zurückgehen zu dem Vers aus dem 2. Korintherbrief, dann heisst es ja dort, dass die Veränderung, die Transformation passiert, während wir Gottes Herrlichkeit anschauen. Da können und sollen wir also doch auch etwas beitragen. Das ist etwas, wo ich mich dafür entscheiden muss, dass ich Gott anschaue. Wir werden verwandelt in dem, dass wir Gott anschauen. Und das wiederum, ja, klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Ein bisschen fromm, ein bisschen mystisch. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert die Veränderung? Ich glaube, man kann sagen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen und unsere Identität von seinen Gedanken über unserem Leben prägen lassen, dann geht das nicht spurlos an uns vorbei. Gott wird unsere Motive, unsere Absichten durch das, früher oder später auch unser Handeln, prägen und verändern. Es ist ein Prozess. Gott anschauen, Zeit mit Gott verbringen, das hat verschiedenste Varianten. Das kann sein Bibel lesen, das kann sein beten, das kann sein einfach still sein vor Gott. Das kann sein ein Buch lesen, einen Podcast hören, einen Gottesdienst besuchen, Worship-Song singen oder einfach hören. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass es etwas Kontinuierliches ist. Immer wieder. Dass es meinen Alltag prägt. Weil eben, es ist ein Prozess. Es braucht Zeit. Und es bedeutet auch Bereitschaft, mich von Gott verändern zu lassen. Es zuzulassen.
und mich nach dem auszustrecken. Das Gott auch zu sagen, dass ich das will. Gott bewirkt beides in uns. Den Wunsch nach dieser Veränderung und auch die Kraft, um den Weg zu gehen, zum Schritt zu machen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Veränderung ist möglich, auch in den Bereichen, wo du es vielleicht gar nicht für möglich haltest. Mach dich auf, wende dich Gott mit unverhülltem Angesicht zu. Und auf das Unverhüllt möchte ich zum Schluss noch den Fokus richten. Unverhüllt, das heisst also ohne Verhüllung. Ich könnte auch sagen, ohne Schleier. Und da habe ich mich noch gefragt, was könnte denn so ein Schleier sein, wo ich über dem Gesicht habe, wo ich mein Gesicht damit verhülle, vielleicht extra, weil es mir irgendwie wohler ist, weil ich mich sicher fühle oder vielleicht auch einfach, weil er halt da ist. So ein Schleier, wo den Blick auf Gott trübt. Ich kann mir vorstellen, dass Angst kann so ein Schleier sein kann. Angst, was Gott mit meinem Leben machen will. Angst, dass er mich vielleicht überfordern könnte. Vielleicht ist es auch Scham, weil du deine inneren Abgründe kennst. Zweifel, ob du genügst, ob Gott das bei dir wirklich auch hinbekommt. Vielleicht sind es auch ungesunde Gewohnheiten, wo du genau weisst eigentlich, dass sie dir im Weg stehen, dass sie dich gefangen halten, dass sie eben darum so wie ein Schleier zum Gott sehen. Vielleicht ist da auch ein Schleier, weil du Gott gar noch nicht wirklich kennst, weil du keine direkte Beziehung zu ihm hast und weil du dir darum gar nicht vorstellen kannst, wie das soll gehen, Gott anzuschauen. Du weisst selber am besten, wo du im Moment gerade stehst, ob du im Moment gerade Gott so unverhüllt kannst anschauen oder ob da noch irgendeine Art von Schleier ist, jetzt gerade. Und ich mache dir Mut, um den Schleier abzulegen. Du musst keine Angst haben vor Gott, weil Gott ist gut. Er wird dich nicht überfordern und nicht überfahren. Und du musst dich auch nicht schämen für Fehler, die du gemacht hast oder für Gedanken, wo du genau weißt, dass sie in deinem Herz sind. Jesus hat für die Schuld gezahlt. Du darfst die Vergebung annehmen. Du bist frei. Du bist frei, um mit aufgedecktem Angesicht vor Gott zu kommen und ihn anzuschauen. Leg den Schleier ab und schau Gott an. Das ist dein Part. Die wundersame Verwandlung, die vollbringt Gott durch seinen Geist. Bevor wir zur Vertiefung jetzt dann gerade einen Vortragssong hören, möchte ich noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du jeden und jede von uns kennst. Jeden einzelnen Mensch kennst du zutiefst. Du hast uns gemacht. Du hast gute Gedanken über uns. Danke, dass du uns liebst, so wie wir jetzt gerade sind. Danke aber auch, dass wir mit unverhülltem Gesicht dürfen vor dir kommen, dich anschauen. Ohne Schleier, ohne Angst, ohne Scham, weil du, Jesus, den Weg frei gemacht hast. Du schaust uns liebevoll an. Du bist uns näher, als wir uns selber sind. Jetzt gerade, in diesem Moment. Amen.